Hallihallöli, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Und da haben wir die Triad. Und ich wollte ja da Hämmerles betriebene Blaster draus machen. Und wir haben jetzt haben wir da ein bisschen was im 3D-Drucker rauslassen. Sieht noch nicht schön aus, aber wir gucken mal, ob es funktioniert. Ich weiß es nämlich auch noch nicht. Wir haben jetzt heute Premiere, glaube ich zumindest. Also das erste Mal, dass wir Panzertape auf dem Kanal haben werden. Also, ich glaube es zumindest. Wenn nicht, wenn ich das schon mal irgendwo verwendet habe, dann sagt Bescheid. Weil dann müssen wir nämlich die Platte da noch, was hier aussieht, tut sie nicht. Die müssen wir da noch da so nachkleben. Also erst einmal müssen wir die Mechanik. Bisschen Entwicklungsschritte habe ich schon durch. Das war so der erste Versuch. Das wird da noch damit verbunden, das wird da noch pappt und dann ist das so die Idee. Da wird das geschraubt. Sieht noch nicht hübsch aus. Und das geht auch nicht. Dann habe ich mir gedacht, ich mache einfach das länger. Ah, das hat auch nicht funktioniert. Das brauchen wir gar nicht probieren. Ich habe es grob mal probiert, grob mal nachgehoben. Und habe gedacht, komm, dann machen wir das länger. Und jetzt gucken wir, ob das funktioniert. Das finden wir jetzt raus. Ich denke, das kriegen wir hin, oder? Das kriegen wir hin. Schreiben rein. So. Da habe ich gleich. So, Lächle für Schreible. Das klingt so niedlich, ein Lächle für Schreible. Ja. Man muss ja alles ein bisschen niedlicher machen. Dass nicht gar so ernst ist. Ein Loch für die Schraube. Das ist. Nee, ein Lächle für Schreible. Gut, es ist auch ein Schreible. Also, das ist ja. Mann. Gut, vorbei. Schwäbisch ist auch Limousine, ein Autole. Und eine Villa ist ein Häsle. Ja, da sind wir ganz bescheiden. So in etwa. Ja. So, Schreible rein. Mit dem Inbus Schraubendreherle. So, selbst so können wir vernünftigen. So, und Premiere, Panzertape. Dann machen wir halbe. Halbe ist immer gut. So, macht das da Krach. Dann hoffen wir, dass das genug hält für alle, dass das genug hält für alle, die kein Schwäbisch verstanden haben. Aber wenn ihr kein Schwäbisch verstanden habt, es lohnt sich, Fremdsprache zu lernen. Vor allem so gescheite Sprachen. So, bei Panzertape gilt, viel hilft viel. Wie bei Schmutz und bei Eigenhallem. Also. So, das machen wir nachher. Wenn das passt, machen wir das schön, dann passen wir das an. Das schön eine Schnittstelle gibt und dann können wir das dann nachpeppern. Aber vorerst taugt uns da mal das Panzertape. Was bin ich mehr? Haben wir? Ah doch, wir haben sicherlich schon Panzertape gehabt, um da den Lauf zu verjüngen oder sowas. Das bei der Stampede. Oh je, ich sag's euch Leute, die Stampede. Vielleicht setze ich es auf die To-Do-Liste für nächstes Jahr. Das weiß ich noch nicht. Das sehen wir dann. Ob ich das bis dahin, bis ich die To-Do-Liste für nächstes Jahr mache, schon wieder vergessen habe, dass das so echter Krampf war. So, jetzt muss das da rein. Ui. Oh, das wird spannend. Dann haben wir da noch Schreible. Das haben wir jetzt sogar so gemacht, dass das da durchpasst, und da Mutterle noch kann man kennt. So. Weil ich gar keinen Schnelldurchlauf braucht. So. Jetzt. Uiuiui, ist das ein Quackel. Das müssen wir. Da fällt das Pfeiler schon aus. Das müssen wir gescheit festmachen. Dass das nicht gar so quackelt. Das ist jetzt natürlich klasse.
Ja, die Schrauben muss ich später reinkleben. So. Okay, also mit dem Euheindig ist nichts. Genau, das wollte ich eigentlich verhindern. Ups. Ja. Oh, das heißt, der Kleber später muss ordentlich gefallen haben. Packen wir eine Großstoffseite. Das guckt euch an, kommt ins Archiv. Also Ablage. Ich würde sagen Ablage P, aber das wäre. Nee. So. Das wird eher Ablage gelber Sack oder so. So. Muss ich das machen wir so. Hat jetzt alle 3 auf einmal raus. Okay, das heißt wenigstens ihr seid unterhalten. Okay. Beim Weg zurück hat es das geladen jetzt. Okay, aber jetzt haben wir keine Munition mehr drin. Ich muss mir kurz mal. Ja, unter den Tisch gucken. Da ist es. So, da. Satz. Okay, das heißt prinzipiell, das gegangen, glaube ich. Wir müssen das, glaube ich, nur. Also zum einen muss die Schraube da noch reingeklebt werden, damit man das auch ordentlich zumachen kann. Was weiß ich. Und irgendwie muss der Hebel da gescheit nach runter. Der muss da irgendwie noch. Idealerweise. Man. Ja. Der müsst. Da an das Ding muss der Hebel, ne? Und dann passt es. Wenn ich mich da drücke. Ja. Das heißt, den können wir uns aber oben sparen. Das heißt, das ist ganz praktisch. Ja. Oh, da können wir da einen schönen Hebel noch machen. Da schön aus. Dass das noch was aussieht. Da haben wir das. Die 2 Punkte brauchen wir, das da brauchen wir nicht. Das heißt, da können wir dann einen schönen Bogen machen. Die Platte wird dann da. Und das biegt sich gewaltig durch. Das ist halt nicht dafür ausgelegt, dass es so einseitig ist. Das heißt. Ja, ich kann das aber. Muss das immer auf die eine Seite machen oder kann ich das symmetrisch machen? Irgendwie. Ohne dass meine Hand da beleidigt wird. Ich habe das nachher so in der Hand. Das heißt, da können die. Das müsst ihr eigentlich irgendwie verstärken da. Also von da. Das Problem ist, das geht ja auch hoch. Und dann spätestens, das heißt, die müsst dann da rüber und relativ zügig hin. Ja, das ist nicht ideal, so wie ihr seht. Da, wenn man da drückt. Und das ist jetzt halt, das müssen wir von der linken und von der rechten Hand machen. Das heißt, auf der Seite kommt das da noch. Das heißt, das machen wir dann einfach schwer. Ich glaube, das packt man nicht grau. Ich meine, wenn das so die eine Seite geht, dann spiegel ich das und mache das von der anderen Seite. Dann, ich muss ja von beidhändig gegangen, sonst macht das ja keinen Sinn. Also, zumindest aus meiner Sicht nicht. Also, das heißt jetzt aber, das können wir prinzipiell können wir das nutzen. Müssen wir halt schön machen, also das da rund und das da schön aufpassen, ein bisschen Design rein. Vor allem die Platte muss halt schön sein, bevor sie nachgeklebt wird. Eigentlich müsste es irgendwie stabiler machen.
Es ist auch geschickt, dass das sogar so. Das biegt sich halt schon. Das ist schon ordentlich unter Stress. Das heißt, ja, packen wir die Pfeile mal raus, dann. Das heißt, wenn ich da rumgang, das heißt da noch so, schon so schräg, wenn ich da noch ziemlich schräg gang, dann muss ich eigentlich von da noch darüber irgendwie. Weil so ist es, so habe ich mehr Platz. Das heißt, das da ist der kritische. Da könnte es im Weg sein. Weil sonst bricht man das ruckzuck, das ist nicht geschickt. Das mag ich natürlich nicht. Dass ich das Bläschel allen Auslanger setzen muss. Und ich verdaume nicht ganz ideal. Den Blaster muss man halt so halten. Das heißt, weil da könnt ihr jetzt von da nach da relativ einfach. Dann dürft es das halbwegs sauber verteilen. Ich finde da nach da. Das heißt, dann muss ich von da rum irgendwie. Weil das kriegt man dann schon noch. Dann muss ich mir nur überlegen, wie man das am geschicktesten macht. Und idealerweise auf Stützstruktur verzichten kann. Dass das dann irgendwie da festgeschraubt wird oder so. Weil wenn ich das schraube, habe ich den Vorteil, wenn es nicht passt, kann ich einfach das Teil neu entwickeln. Das heißt aber den Teil, da mache ich jetzt, ich glaube 2 Schraublöcher rein, dass man das schön festschrauben kann. Und dann kommt da auf der anderen Seite dagegen. Muss ich gucken, dass ich dafür längere Schreiblöcher. Und auf das passen. Wo machen wir das hübsch? Ah, okay. Das hängt jetzt. Ja. Das heißt, wenn man da einen schönen Bogen macht, das da schön, dann dürfte das auch nicht hängen. Ja, ist cool. Freut mich, dass das halbwegs geht. Hey, ich sage, ich löse die paar Probleme, die ich beschrieben habe. Mach das schön. Und dann kleben wir das sauber nach. Gucke, dass Gott. Wenn es Gott, kleben wir es auf der anderen Seite nach. Dann spiegeln wir das und machen es von der anderen Seite. Weiß noch nicht, ob ich das dem Grau lassen soll oder ob ich das in dem Weiß und Blau mache. Ich glaube, ich mache es in Weiß und Blau. Dass das hübscher aussieht. Ja. Der Herr Ingenieur ist zufrieden. Das passt. Das passt. Ja, damit können wir das erste Funktionsmuster abschließen. Und ich das dann weiterentwickle. Dann schwätzen wir weiter. Lasst das Abo da, drückt das Klingerle. Kennt ihr das Spiel ja, dann kriegt ihr es mit. Und ja, ich muss ja mal ein bisschen Werbung für mein Patreon auch machen, dass ihr da mal vorbeiguckt. Kommt vielleicht Ende des Jahres mal hoffentlich dazu, da ganze Modelle hochzuladen. Das ist ein Elendsgeschäft. Das macht keinen Spaß. Aber ja, dann habt ihr auch Zugang dazu. Also das Modell lade ich wahrscheinlich nicht hoch, weil, ja, seht ihr, also, dann machen wir dann schönes Modelle und das lade ich euch dann hoch, dann könnt ihr, also immer dann, ich habe bisher, ich weiß noch nicht, was ich zu dem Zeitpunkt, wenn ihr das Video seht, alles hochladen, schaut vorbei, lasst da auch Abo da, unterstützt das kostet noch nichts, das ist, irgendwie muss ich ja gucken, dass ihr da Zugang habt und dass das alles passt und dann basteln wir zusammen. Könnt ihr auch zusammen, oder könnt ihr auch rumbasteln, wenn ihr da ein bisschen 3D-Druckerle habt. Und da modifizieren und
das weiterentwickeln. Passt das, oder ist eine coole Sache. Und wünsche euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blaster-Ingenieur.